Ciao, ihr wunderschönen Menschen und willkommen zum Rate It zu Sunset Overdrive, einem relativ neuen Xbox One Spiel, das endlich mal gut ist. Ich hatte schon Angst, dass das irgendwie wieder ein Fehlkauf wird, wie die bisherigen Titel, die ich gekauft habe für meine Xbox One, weil die war ja noch nicht so geil, leider, die Xbox. Dieses Spieleangebot war eher für mich, muss ich sagen, enttäuschend, aber mit diesem Spiel macht man auf jeden Fall keinen Fehler. Es ist übelst geil. Ich kann es einfach schon verraten jetzt. Es ist Bombe. Das Spiel ist cool. Es gibt unglaublich schöne viele Farben und die Grafik ist toll und es gibt coole Waffen und Schallplatten und Badges und die Waffe kenne ich noch gar nicht. Wow, geil. Oh, ich habe den aufgespießt. Wie cool. Wunderbare Sache. Und ich will euch auf jeden Fall gleich eine wunderschöne Mission zeigen. Die sind alle so cool. Es ist einfach, das Spiel ist Wahnsinn. Was habe ich gerade gemacht? Das Spiel ist Wahnsinn. Man hört sich gerne die Dialoge an. Auf Englisch sind die so lustig. Ich kann sie auf Deutsch nicht anhören. Auf Deutsch sind die grauenhaft scheiße, meiner Meinung nach. Aber auf Englisch sind die 100-mal besser. Und es spielt sich alles so gut. Man spielt das Spiel gerne. Es ist Wahnsinn, es ist alles so flüssig, sowas hat noch gefehlt, muss ich sagen. Genau sowas. Das könnte eine Mischung sein aus Infamous und ein paar anderen Spielen. Also von dem Gleiten oder von diesem Springen, das ist auch ein bisschen Infamous, ein bisschen andere Spiele, die auch springen und alles mögliche. Und dieser Einstieg, der ist so toll und es ist alles so flüssig in dem Spiel. Nicht nur das Gameplay, sondern auch die Entwicklung des Charakters. Man bekommt mehr Waffen. Ich habe jetzt schon einige und es ist einfach super gemacht. Also schlagt dazu. Sofort, bestellt's jetzt sofort irgendwo, wo ihr wollt. Keine Ahnung. Dash, Bitch. Ja, das ist jetzt eine Mission, die ich sehr cool finde. Und die musste ich einfach nochmal spielen. Das ist echt so eine krasse Mission. Hilft glaube ich sogar das. Es gibt ein wunderschön tolles Waffensegment, Arsenal, was auch immer. Die Kämpfe sind nicht zu leicht. Das wäre viel zu einfach. Also es wurde auch verglichen mit Dead Rising 3. Dass das hier einfach Dead Rising 3 mit viel geileren Waffen ist. Und alles. Und dass man genauso viel töten muss, das stimmt auch. Man muss wirklich sehr viel töten, das ist auch schön. Aber es ist nicht langweilig. Es wird echt nicht langweilig. Und was ich jetzt gerade mache, ich spiele unglaublich beschissen. Absichtlich. Natürlich. Ah, schade, mein Sprinkler ist nicht geladen. Weil natürlich ist es leichter, wenn man in der Luft ist und rumgrindet und Sachen macht und alles mögliche, keine Ahnung. Aber das ist ein bisschen kompliziert, deswegen verzichte ich da drauf größtenteils jetzt. Es ist echt wahr. So ein gutes Spiel habe ich länger nicht gespielt auf der Xbox. Das war fast das Beste bis jetzt auf der Xbox One, leider. Dieses Dead Rising 3 war nicht der Brüller. Rise war auch scheiße, das dauerte 5 Stunden. Das ist überhaupt nichts. Rise ist eine Enttäuschung für sich. Bitch. Oh Gott, stirb doch. Und das ist jetzt wieder ein Freudensprung für mich, denn ich habe wieder was unglaublich Geiles zum Zocken. Die Welt, wenn wir schon mal bei der Welt sind, Mensch, ist ziemlich groß. Das ist das erste Gebiet, da ist man jetzt und dann später ist man auf den Kontinent, Gebiet, was auch immer. Und es macht Spaß, überall rumzurennen, es macht Spaß, die ganzen Sachen zu erkunden und drum zu grinden und alles zu suchen. Man kann seine Sachen auch verbessern. Es gibt sogenannte Amps. Oh, scheiße, ich bin fast tot und ich habe keine Muni mehr. Das ist ja klasse. Es gibt sogenannte Amps, die einem das Leben leichter machen. Das sind irgendwelche coolen Sachen wie, wenn du glidest, dann brennt die Stange, auf der du glidest oder solche Sachen eben. Und die kann man kaufen für interessante, wie sagt man denn da? Also
eintauschen, eine Art Währung. Ha, das ist ein schönes Wort, Währung. Es gibt zum Beispiel, um das mal kurz zu unterbrechen, diesen ganzen Spaß. Man sieht es rechts unter Currencies. Da gibt es zum Beispiel Klopapier, da gibt es noch stinkige Stiefel, Werbeslogan-Dinger, Plakate, elektrische, und es gibt Überwachungskameras und diese fizzy, komischen Maskottchenartigen Sachen, ne? Die kann man auch sammeln und dann kann man sich eben bessere Amps kaufen. Ne? Und das hier ist so cool. Das ist die geilste Mission. Das ist alles so cool. Das ist Bioshock Infinite ein bisschen. Mensch. Ist aber auch lustig. Und ich habe spätestens bei der Mission dachte ich mir, das Spiel kann gar nicht mehr geiler werden. Irgendwie jede Mission, in der du kommst, gibt es irgendwelche lustigen Konversationen und Kommentare von jedem. Es ist einfach, du spielst es so gern, du musst nicht mal irgendwas, du kannst nicht mal Musik nebenbei hören, wirklich, weil das Spiel so geil ist und einfach awesome. Hier ist mein Säuresprinkler, der ist ziemlich awesome. Und jede Waffe reagiert anders auf andere Gegner, das heißt zum Beispiel dieser Dirty Harry, ich glaube, der ist besser gegen irgendeine Art von Gegnern. Da habe ich hier den Flammenkompensator, der Eier hat, der ist auch eine schöne Sache. Und dann kann man da mal rumgucken, was einem da am meisten Spaß macht. Weil man verliert sich so in die Welt. Ich habe gestern 4 Stunden gespielt von dem Spiel und ich dachte mir, das waren 3 Minuten oder so, weil das so abgeht. Da geht die Post ab hier. Auch wenn ich gerade echt beschissen spiele, aber kann man nichts machen. Es gibt auch eine Art Fallensystem, das ich jetzt gerade nicht aufrufen kann, weil ich ja in einer anderen Art Mission bin. Alter, leck mich doch mal jetzt. Da muss man ein Gebiet verteidigen und dann kann man eben Fallen einsetzen. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Oh ja, jetzt gebe ich es ihm richtig. Der hat ja echt eine Resistenz gegen alles. Ach, ich kann ja auch dashen, stimmt. Stirb! Es ist echt... Ihr müsst mal probieren, dass einfach spielt und redet interessante Sachen nebenbei. Das ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Und wenn das Spiel auch noch so awesome ist, das ist... Oh Gott, nein! Wow! Alter... Ah, ist es tot? Ne, ist es nicht. Natürlich nicht. Jetzt ist es tot. Man levelt die Waffen auf, indem man mehr Kills macht. Das heißt, mehr Kills ist höheres Waffenlevel. Ich habe da Level 1, Level 2, Level 3 schon, weil man eben so und so viel Kills macht mit dem jeweiligen Dings da. So, jetzt endlich. Jetzt geht die Awesomeness dieses Spiels überhaupt los. Anfangs kann man noch normal springen bloß, dann lernt man diesen Megasprung und dann kann man irgendwann einen Doppelsprung machen, den will ich auf jeden Fall. Das ist so cool. Und das Schöne ist, der nervt einen in einer anderen Mission noch und der geht einfach nicht weg. Oh mein Gott, was mache ich dann da für eine Scheiße? Oh, ich habe das nicht fertig gemacht. Oh nein! Es ist auf jeden Fall interessanter als in Famous Last Light. Jetzt, stirb. Und spätestens bei dem dachte ich mir wirklich, das Spiel ist ein Must-Have. Ich treffe ihn noch gar nicht, oder? Jetzt habe ich ihn... Oh mein Gott, das erste Mal getroffen. Ich hab's ja echt überhaupt nicht drauf gerade. Wow. Ja, ich mache die Mission so schlecht gerade. Sehr schön. Das muss man erstmal so schaffen, diese geile Mission so zu verhunzen wie ich. Echt cool. Es gibt auch einen Shop für Waffen, für Amps und eben für Klamotten, ne? Und da schauen wir auch noch der Mission mal ganz schnell rein. Ups, wupsi. Man kann auch seinen Charakter sehr schön gestalten. Man könnte natürlich einen Mann oder eine Frau nehmen. Ups, shit. Und dann auch 100.000 Klamotten kaufen für die und die sau dumm aussehen lassen.
What the fuck? Wie meiner, der hat zum Beispiel blonde Haare und einen braunen Bart. Das schaut natürlich, wow, cool aus. Fucking shit. Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe keine... Oh! Das Spiel ist so geil. Kauft euch das sofort. Warum macht ihr das jetzt nicht? Das lohnt sich. Für das Spiel lohnt sich echt eine Xbox One. Wow, die explodieren ja, die Scheißdinger. Sehr schön. Es gibt eine breite Bandbreite, eine weite Bandbreite von Missionsarten. Es gibt zum Beispiel eben... ups, Granaten auf meinem Kopf. Es gibt zum Beispiel diese Hauptmissionen natürlich, die sind unterschiedlich gestaltet. Da muss man mal einen elektronischen Hund retten oder dieses riesige Riesending hier kaputtballern. Oder auch noch sehr cool auf ein Hochhaus klettern, indem man mit Harpunen auf höher gelegene Ebenen schießt und dann da hochklettert. Es ist der Wahnsinn. Schaut euch diese Gegend an. Ach, ich habe ja Granaten wieder. Schön. Mensch, sehr toll. Man kann dashen und man kann überall hin. Es ist so geil. Es ist nicht mal das Höchste hier. Oh, ich will dahin. Yeah, dude. Oh, der macht aber jetzt gerade was nicht Schönes. Whoops, whoopsie, whoopsie. Wow. Awesome Bullshit. Und es gibt diese schönen Plop Bang. Whoops. Verkackt. Schriftzüge. Überall. Wenn man was tötet, was explodiert, dann macht's Bang. Und so. Sehr toll. Und Splash und Wupp und Kasang. Und das war die bisher coolste Mission, wie ich finde. Boom. Allein deswegen. Ich würde mir nur für diese Mission eine Xbox One holen und das Spiel. Das lohnt sich echt. Ich hoffe, das kommt nicht auf dem PC, das Game, dass es exklusiv für Xbox One bleibt. Und dann kann man eben, man verdient Geld und macht Punkte und alles mögliche. New Best Score. Super duper. Dann gibt es noch eine Art Best of. Du musst möglichst viele Gegner töten auf möglichst verschiedene Arten, aber er sagt dir, wie du das machen musst, dann bekommst du Punkte dafür und so weiter. Du kannst alles machen. Du kannst alles machen. Hier, du kannst da hochklettern oder auch nicht. Ja, hui. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Natürlich auf der Stadt rumrennen und mit deinem TNT-Teddies in die Leute jagen, Luft und ganz viel Spaß haben. Und jetzt zeige ich noch die Munition bzw. die Klamottenauswahl. Ich bin in einem, nach 4 Stunden Spiel ungefähr, Spielzeit, ist man jetzt hier, wenn man sich schön Zeit lässt. Für den gibt es auch tolle Missionen, also es lohnt sich, die Missionsarten sind toll, mein Typ schaut super gut aus, oder? Oder nicht? Eine Haufen lustige Sachen, also lasst euch das Spiel nicht entgehen. Kauft euch das Spiel. Dann gibt es für jede Waffe noch ein schönes Tutorial. Ja. The Roman Candle. Ah, das ist auch cool, ja. Es gibt also viele Waffen. Ich habe auch noch ein paar, die ich noch nicht gezeigt habe. Und es ist ein Haufen Action los hier. Und es gibt eben diese Collectibles, wie zum Beispiel Teddybären und was auch immer. Ah, da gibt es einen Typen, der verkauft irgendwas. Und dann kann man alles machen. Du kannst dir alles irgendwie... Schminke kannst du noch drauf tun, schaut auch sehr gut aus, finde ich. Ja, das finde ich wirklich. Kannst natürlich deinen Typen gestalten, wie du willst. Ganz tolle Sache, das ist natürlich das Wichtigste. Oh, es gibt die Crowbar. Achso, die habe ich ja schon. Klar, das da und die Crowbar, natürlich. Und dann kannst du alles ändern, ein Bodytype. Der ist cool. Der ist cool. Schön. Und dann eben Spaß in diesem unglaublich lustigen Spiel haben. Es gibt eine Vielfalt von Waffen, wie schon gesagt. Und das Spiel ist alles außer eins und das ist nämlich langweilig. Also, es ist nicht langweilig. Ja. Das war eigentlich alles für das Spiel.
Es ist schön, es ist endlich mal ein schnelles Spiel. Die anderen Spiele sind ja eher so lahmarschig und ja, schieß mal die da, spieß mal die Typen auf. Aber das Spiel ist echt schnell, da musst du handeln und Tasten drücken. Das ist eine Bereicherung. Deswegen kommen wir jetzt endlich zu der Bewertung von dem Game. Alter, spring doch da hoch, bin ich scheiße oder was? Oh, da ist ein großer. Oh, da ist ein großer. Ist das nicht episch? Kann sich gar nicht konzentrieren, wie geil das Spiel ist. Wow, der macht aber Schaden hier. Schön. Ich würde natürlich eure Bewertung von dem Spiel sehr gerne hören. Was da alles möglich ist oder was da alles möglich ist für spaßige Spaßmomente. Gibt es auch Online-Modus. Alles super toll. Na, du frierst anscheinend nicht mehr. Doch, jetzt friert er. Schreibt mir also eure Bewertung in die Kommentare rein, was ihr von dem Spiel haltet. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und welche Spiele ihr als nächstes sehen wollt. Oh mein Gott, scheiße. Ich muss sagen, mir macht das Spiel einen Heidenspaß. Es ist unglaublich. Ich stehe auf diese akrobatischen Einlagen und auf alles Mögliche. Ich finde das so genial alles. Und man kann an Häusern entlang rennen, an der Seite. Das ist auch cool. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich das Spiel cool finde. Meine Bewertung... Oh, da waren Schuhe. Schön. Meine Bewertung also für das Spiel Sunset Overdrive auf der Xbox One. Von 10 Punkten würde ich schon sagen... Gute 9 Punkte. 9, vielleicht sogar 10 Punkte. Also bis jetzt 9 Punkte, weil es wirklich... Es ist echt geil. Ich kann mich nicht beschweren. Das Spiel hat alles, was ich will. Es ist was komplett anderes mal wieder. Viele Gegnertypen. Einfach awesome, echt wahr. Oh, da sind ja wieder Schuhe, Mensch. Fucking shit, nehmen doch die Schuhe. Also, ich habe noch ein bisschen Spaß mit diesem Spawner, so heißt der. Und dann freue ich mich auf eure Bewertung zu Sunset Overdrive. Das war das Rate It dazu. Bleibt so schön bis zum nächsten Mal. Tschüss. Backstabbing, Bitch. Nein! Nein! Böser! Ja, sehr gut, sehr gut. Die Investition hat sich gelohnt. Ja. Ich will Arschkopf, hör auf damit. Du Wichskanal. Arsch.